Das war knapp. Am normalen Verkehr oder brenzliche Situationen müssen sich auf die Bremse verlassen. Wie funktioniert so eine Bremse? Aber wenn ich mir gehen, was so sagen muss. Ein Teil vom Bremssystem sind Bremsscheiben, je nach Bauart auch Bremstrommeln, wo Bremsbeleg respektive Bremsplaketten drauf liegen. Wenn der Chauffeur Bremspedal betätigt, wird mit Hilfe von der Bremsflüssigkeit an andere Komponenten Bremsbeleg wieder Bremsscheibe gedrückt. Also wird ein Auto aufgebremst. Bremsen zählen zu Verschleißteilen. Fleischträger und Schulgedächt kann ich nicht grob mit diesem Gummi an einem Blatt Papier vergleichen. Wenn ihr diesen immer auf derselben Platz benutzt, wird es immer mehr klein und das Blatt wird immer mehr dünn. Irgendwann ist ein Loch am Blatt, und beides muss ersetzt gehen. Bei den Bremsen ist es so, dass zum Schluss Männer bis zu gar keine Bremslichtung mehr hat. Dafür haben wir ein paar Indizien, die auf aufgenutzte oder beschädigte Bremsen hindeuten. Bei mehr modernen Gefährten geht ein Kontrolle auf die Bremsen an. Beim Aufbremsen spielt ein Vibrieren am Steuerrad oder auf der Bremspedal, es quietscht beim Bremsen. Bremsbeleg ist just nach ein paar Millimeter. Wenn ihr vergleicht, so sieht neu aus. Die Kanten der Bremsscheibe brickeln auf, es sind Rillen an den Scheiben oder sind ein rastes Oberfläche. Oder am Bauch der Bremsscheibe spielt eine starke Rand. Wenn ihr von diesen Punkten zutrifft oder ihr unsicher seid, ob ihr Bremsen überhaupt noch an der Reihe sind, da könnt ihr das gerne bei einem Spezialist, bei eurem Loschpartner überprüfen lassen. Sicherheit liegt uns am Herz. Dafür kontrollieren wir bei aller Revision sowie bei aller Räderwechsel Bremsen.